ist eine wirklich schwierige Frage, vor allem weil diese Frage auch sehr stark ideologiebehaftet ist. Es gibt da einfach verschiedene Schulen. Es gibt Schulen, die behaupten, dass es eine germanische Ursprache, ein germanisches Urvolk gegeben hat. Das ist Spekulation, genauso wie Spekulation ist, wenn man sagt, es gibt bereits sehr, sehr früh, also spätestens um Christi Geburt, ausgeprägt differenzierte Sprachen, ausgeprägt differenzierte Volksgruppen. Tatsache ist, dass die Germanen, die nach dem Süden gezogen sind, natürlich zwangsläufig Kontakt mit all den Menschen, mit all den Kulturen hatten, die hier bereits waren. Und es ist natürlich genauso logisch, dass sie das nicht unbeeinflusst gelassen hat, sondern dass sie selbst und vermutlich auch ihre Sprache durchaus Elemente aus diesen anderen Lebensbereichen, die sie da kennengelernt haben, aufgenommen haben. Wie kulturell offen zum Beispiel dann die Bajuwaren waren, sieht man an einer Bügelfibel in Waging, die Elemente unterschiedlichster Art, unterschiedlichster Kulturen und Regionen in sich vereinigt. Sie hat zum Beispiel einen Pferdekopf mit einem langobardischen Zaumzeug, das nur in Oberitalien bekannt ist. Sie hat nur die in Waging bekannten 4 Adlerköpfe als fränkisches Element. Sie hat einen ungarischen Korbbügel und eine skandinavische Stäbchenplatte, sodass in einer Bügelfibel letztlich ganz Europa, Skandinavien, Pannonien, Italien und Franken verbunden ist. Das zeigt, dass diese Einflüsse nicht abgelehnt wurden, sondern es zeigt, dass diese Einflüsse aufgenommen wurden und daraus eine neue Einheit geschaffen wurde, auf die sie auch, wie ich annehme, sehr stolz waren. Denn es ist schon eine Leistung, unterschiedlichste kulturelle Einflüsse, unterschiedlichste Stilelemente zusammenzufügen zu etwas Neuem. Und ich weiß nicht, ob die Analogie erlaubt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch auf sprachlicher Ebene passiert ist. Allerdings gibt es dafür keine Belege, die die Archäologie liefern kann. Archäologisch ist es einfach so, dass die Fundlage dafür spricht, dass es hier zu einer Stammesbildung aus eben unterschiedlichen germanischen Völkern, aus der Kelten, Romanen und Einsprengseln von drumherum entstanden sind. Das ist Stand der Dinge in fast allen Reihengräberfeldern. Wir haben keine homogenen Reihengräberfelder. Erst dann im Jahrhundert drauf vereinheitlicht sich das Bild und man kann davon ausgehen, dass dann dieser bajuwarische Stamm wirklich gefestigt war, und zwar nicht nur jetzt als soziale Gruppe, sondern auch in seinem kulturellen, religiösen und rechtlichen Hintergrund eine große Gemeinsamkeit hatte, die identifizierbar ist, die wiederfindbar ist. Ja, und da haben wir schon Sprachunterschiede zwischen den Stämmen. Und es ist so, dass eben schon mit der Sesshaftwerdung dieser Stämme dann sich Dialektgebiete bilden. Und da kann man sagen, dieses Sesshaftwerden erfolgt also im ausgehenden 5. und im 6. Jahrhundert. Und daraus entwickeln sich dann die einzelnen Stammesherzogtümer. Und so ein Stammesherzogtum war eben das bayerische Stammesherzogtum. Die Archäologie stößt auch deswegen da ganz massiv an ihre Grenzen, weil das eine schriftlose Kultur ist. Bei den Römern oder bei den Griechen kann man zum Beispiel Texttafeln ausgraben, sodass man zumindest die schriftliche Form der Sprache hat. Hier haben wir nicht einmal die schriftliche Fixierung der Sprache in irgendeiner Form. Ja, also insgesamt wird ja die Zahl der Dokumente äußerst gering in unserem Raum. Und die paar erhaltenen Dokumente, die wir haben, so sie unumstritten sind, Sie kennen diese Theorie, dass hier eine große Fälschungswelle auch stattgefunden hat, sind diese Urkunden natürlich auf Latein geschrieben. Die ersten Urkunden überhaupt, die
Rückschlüsse auf die gesprochene Sprache der Bevölkerung zulassen, werden ja erst im Hochmittelalter gefunden und im Spätmittelalter, also ab dem 13., 14. Jahrhundert, sodass hier wirklich eine Lücke von 600 Jahren klafft, wo wir über die sprachliche Entwicklung der Bevölkerung von der Archäologie her gesehen überhaupt nichts sagen können. Die ältesten Texte, die wir aus althochdeutscher Zeit besitzen, stammen vom ausgehenden 8. Jahrhundert und darunter sind natürlich auch bayerische Texte und sie weisen charakteristische Schreibformen auf, die hinweisen, dass eben damals schon Unterschiede gegenüber dem Alemannischen und dem Ostfränkischen als den Nachbarräumen bestanden haben. Dazu gehört die sogenannte Exhortatio ad plebem Christianum. Das ist eine Ermahnung des christlichen Volkes, wie der Titel sagt, wo eben vor allem also die Paten darauf hingewiesen werden, dass sie für ihre Schützlinge Verantwortung tragen in der christlichen Erziehung. Dann gehören dazu die sogenannten Mondseer Fragmente, das sind Evangelienübersetzungen, in erster Linie also des Matthäusevangeliums, es kommen dann auch noch Texte von Isidor von Sevilla dazu. Das waren westfränkische Texte, die also im Westfränkischen Reich, im heutigen Frankreich, entstanden sind, die hierher gebracht wurden und die von dieser eigentlich fernen Landschaft mit anderen Sprachzügen ins Bayerische transferiert wurden, sind also nicht ganz 100%ig bayerisch, weil immer noch die Quelle dieser Umsetzung durchschimmert. Dann gibt es natürlich verschiedene Glossen, dann zum Beispiel das Freisinger Paternoster, nicht? Also das Vaterunser mit einer Auslegung. Also es sind, wie gesagt, religiöse Gebrauchstexte, wundert nicht, weil ja in den Klöstern geschrieben wurde und weil man da selbstverständlich also das Schrifttum angelegt hat, was man im Rahmen einer Vertiefung des christlichen Glaubens gebraucht hat. Die deutsche Sprachgeschichte beginnt ja eigentlich mit dem Lateinischen. Die christianisierenden Mönche haben, als sie bemerkt haben, dass es, ich weiß nicht wie viele 100 germanische Dialekte gibt, das Problem gehabt, wie kann man das Wort Gottes verkünden und die Botschaft Christi sozusagen zu diesen wilden Völkern bringen, wenn jeder anders redet. Ja? Die germanischen Dialekte waren ja untereinander extrem verschieden. Das waren wirklich wie verschiedene Sprachen mit bestimmten Überschneidungen. Und man hat dann einfach die lateinische Grammatik und zum Teil auch ein romanisches Vokabular sozusagen als Raster verwendet, durch das man alle germanischen Dialekte wie durch ein Sieb durchgeschüttelt hat. Und was strukturiert durchgerieselt ist, das war dann die erfundene deutsche Gemeinsprache.